Das Hummerl bildet sich ein, dass Sophia und Sarah eine Liebschaft anfangen möchten. Da ist aber nichts dran und drum pflanzen sie es recht. Der Josef spielt sich ja so auf, als wenn er der Wirt war. Und wegen den ruckt er mit dem Gregor zusammen. Aber sie raffen sich wieder zusammen und er bleibt für immer zu Lansing, wo er daheim ist. Die Moorschreiberin hat auf dem Handy ein Kleid, wo der Rosi nicht gefällt. Und drum tut die auch so eins auf, bis das hat nachher alle zwei bleiben lassen. Tina und seine preußische Chefin machen aus, dass sie in der Früh um 5 Uhr schon aufstehen. Danach schläft aber die eine wieder ein und die andere verpatzt etwas bei der Arbeit, weil es nicht ausgeschlafen ist. Und drum lassen sie es wieder bleiben. Der Till lässt sie untersuchen und da wird festgestellt, dass er ein Drittel Frankenblut im Leib hat. Drum wird er von seinen Spätzchen erbleckt. Danach stellt sich aber raus, dass da ein Fehler passiert ist und er ist zu einem Drittel ein Franzos. Leni kocht recht gern und reißt sich drum, dass für die anderen kochen darf. Die türkische Standelfrau zieht in eine enge Wohnung neben der Apotheken und die Lansinger helfen ihr dabei. Sein preußischen Enkel lügt's aber an und sagt ihm nicht, dass der Hubert sein Vater ist. Der Till sagt an Michi an Ernst auf, weil ihm der zu viel Arbeit anschafft.